Ja, das Thema, der Stefan schon gesagt, er heißt Wunderrat. Ein kurzer Satz und trotzdem steckt eine ganze Welt voller Hoffnung in dem Satz. Der Jesaja nennt ihn auch wunderbaren Ratgeber. Also jemand, der nicht nur weise ist, sondern jemand, der verwundernd gut ist, heilsam, zutiefst verwandelnd, jemand, der voll von göttlicher Kraft ist. Und ich habe mich so gefragt, brauchen wir nicht alle irgendwo einen Ratgeber? Übrigens die 4 Bezeichnungen von Jesus in dem Text. First ganz kurz, warum überhaupt Jesus? Der Grund ist einfach der, es redet nachher in dem Text über das ewiges Reich. Wir können es schnell lesen. Uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Ich kenne keinen König, keinen Herrscher auf dieser Welt, der das geschafft hat. Außer Jesus. Und es ist interessant, die 4 Begriffe, die hier gebraucht werden über Jesus, die sprechen eigentlich alle ein riesiges Bedürfnis an. Wunderbar, der Ratgeber. Wir brauchen Rat. Ein starker Gott, jemand, der stärker ist als wir. Ein ewiger Vater, das tiefe Bedürfnis von jedem Mensch, wirklich einen Vater eben auch zu haben, Vaterschaft zu erleben und Friedensfürst, jemand, der kommt und Frieden bringt in unser Leben, Frieden bringt in unsere Beziehungen hinein. Und Rat, warum brauchen wir den? Da gibt es Situationen am Arbeitsplatz, wo wir vielleicht nicht genau wissen, wie geht es weiter, was ist der richtige Weg, welche Entscheidungen sollen wir treffen. Es gibt Beziehungsfragen, wo wir nicht weiter wissen. Schicksal in unserem Leben, gesundheitliche Themen, plötzlich steht irgendwo eine Diagnose an und wir wissen nicht genau, was heisst jetzt das für uns, wie geht es weiter. Christen fragen sich, hey, wie kann ich meinen Glauben irgendwo ansteckend und gewinnend, authentisch leben in dieser Welt. Wir sagen ja im Volksmund schon, guter Rat ist teuer oder eben, guter Rat kostet etwas, ist etwas Wertvolles, ist etwas, wo, wenn wir ihn überkommen, auch wohltuend ist für unser Leben. Und die Frage ist wirklich, wenn Jesus der gute Ratgeber ist, wie kann Jesus in meinem Leben zu dem guten Ratgeber werden? Über das will ich reden heute Morgen. Und das Erste ist, dass wir Jesus einfach mal kennenlernen. Und ich sage immer gerne, ich schwärme am liebsten über meine Frau, mein Kind und so. Nein, über Kirche. Nein, ich schwärme über jemanden noch lieber und das ist über Jesus. Weil Jesus, wenn wir ihn kennenlernen, finden wir so viel, wo wir merken, das war nicht einfach nur ein Mensch gewesen. Jesus war nicht nur irgendein guter Philosoph gewesen, sondern er war jemand gewesen, der hat Hand und Fuß gehabt, Wort vom ewigen Leben. Wie können wir Jesus als der gute, wunderbare Ratgeber kennenlernen? Wenn wir durch die Evangelien gehen, das sind die Bücher im Neuen Testament, dann lehrt uns Jesus beispielsweise, wie können wir leben ohne Sorgen. Und er sagt, hey, der Schlüssel, wenn du sorglos leben willst, ist der, lern Gott als Vater kennen, dann kannst du deine Sorgen in deinem Leben auf ihn werfen und du kannst sorgenfrei leben, weil du weißt, Gott sorgt für dich. Und er hat uns gezeigt, wie können wir mit unserem Nächsten umgehen. Wer von euch hat auch so spezielle Nächste in seinem Leben, die uns manchmal ein bisschen beschäftigen? Gut, habe ich auch. Und Jesus sagt, weißt du was, ich will euch zeigen, wie kannst du den Nächsten lieben, wie kannst du vergeben, wie kannst du sogar segnend sein. Jesus hat gesagt, hey, lernt eure Feinde zu segnen. Und das macht etwas Extremes, auch in unserem eigenen Herz. Eines Tages sind die römischen Soldaten gekommen, haben um Rat gefragt, wie sollen wir leben? Und er sagt, hey, beraubt niemand, erpresst niemand, gebt euch zufrieden mit eurem Sold. Und später redet Paulus dann einmal davon und er hat gesagt, weißt du, ich habe ein riesiges Geheimnis kennengelernt. Ich brauche nicht Black Friday. Ich kann lernen, zufrieden sein mit dem, was ich habe. Wow. Also, nichts dagegen, wenn du etwas am Black Friday gekauft hast, so, aber es gibt mehr als Black Friday. Es gibt etwas, was 365 Tage am Tag gut ist, im Jahr gut ist.
Oder wie wir mehr Frieden haben in unseren Beziehungen. Und Jesus sagt, hey, schau, der Schlüssel für mehr Frieden in den Beziehungen ist der, lern Gott über alles zu lieben. Lern deinen inneren, seelischen Tank bei Gott zu füllen. Dann muss der Nächste muss nicht so viel sein für dich. Und dann lern den Nächsten zu lieben wie dich selber. Auf der anderen Seite hat Jesus auch sehr deutlich vor Heuchelei auch gewarnt und hat gesagt, hey, hört, es geht nicht um äußere Sachen in erster Linie, sondern hey, echter Glaube muss da innen stattfinden, muss authentisch gelebt werden, es muss nachvollziehbar sein. Gott ist nicht interessiert an frommen Gebet und frommen Sprüchen. Gott kannst ihm nicht imponieren durch Äußeres, sondern es geht um dein Herz. Und darum sagt Jesus auch, glücklich sind die reinen Herzen sind. Oder Jesus hat gesagt, wie werden wir der Größte? Und er hat gesagt, hey, der Weg dorthin ist einer, an den die meisten Menschen nicht denken. Er sagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Und Jesus lehrt uns über die Bedeutung von der Demut und zeigt uns, Demut bringt uns zur wahren Größe. Und er hat die größte Frage beantwortet, wie wir glücklich leben können. Matthäus 5,3 sagt er, glücklich zu preisen sind die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das heißt, er sagt, hey, wenn du wirklich glücklich leben willst, dann fängt alles damit an, dass du dir eingestehst, ich brauche Gott. Mir fehlt etwas in meinem Leben. Und ich finde das wirklich bei Gott. Das ist der Anfang vom Glück. Es ist interessant, die anonymen Alkoholiker haben so einen 12-Schritte-Plan, um frei zu werden vom Alkohol. Und in ihrem zweiten Schritt heisst, hey, in mir ist klar, ich brauche nicht nur eine höhere Macht, sondern im ursprünglichen Bekenntnis, wo Fristen zurückgeht, heisst, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Und die Frage ist, wie kann der Jesus, der voller Weisheit ist, wie kann der für uns zum guten Ratgeber werden? Und ich werde uns ein paar Sachen aufzeigen aus der Bibel. Aus Sprüche 3 heißt, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Das ist ein 3-Stufen-Plan drin, also wir müssen nicht 12 lernen heute. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust. Dann wird er dir den richtigen Weg zeigen oder eben dir raten. Bilde dich nicht auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Und er sagt, hey, weißt du, wie das passiert ist? Das erste Mal, was muss irgendwo geschehen, ist, das Vertrauen in unserem Herzen entsteht Gott gegenüber. Vertrauen, uns auf ihn zu verlassen. Und mit diesen Geschichten, die ich vorher erzählt habe, bin ganz ehrlich, der psychologisch-geistliche Nutzen aus diesen Geschichten, wo ich mir erhoffe, ist, ich erzähle euch von Jesus, von seiner Weisheit, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und es stärkt euer Vertrauen in Jesus oder weckt etwas in den Herzen, wo Menschen sagen, dem will ich vertrauen. Der hat einen guten Rat. Ich weiss auch, Vertrauen ist nicht etwas, das man einfach hat. Vertrauen ist etwas, das wächst über die Zeit. Aber irgendwo möchte Gott uns dort anleiten, dass wir aus unserem Leben Überzeugung bekommen, die sagen, Jesus ist das Beste, was ich in meinem Leben habe. Der Psalmist sagt es so an einer anderen Stelle, du wirst mich nach deinem Rat leiten, das ist auch wieder der Rat von Gott, mich in Ehren aufnehmen. Und dann sagt er aber, und jetzt kommt der Schlüssel, wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Und er sagt, schau, ich habe gelernt, wenn ich will, dass ich seinen Rat bekomme, muss ich ihm vertrauen, muss er das Wichtigste werden. Das Zweite in diesen Sprüchen heisst eben auch noch, denke an ihn in allem, was du tust. Und das redet von einer Beziehung. Das erste ist Vertrauen. Das zweite, was daraus raus soll kommen, ist eine Beziehung. Also Gott will nicht irgendwie ein Twint-Automat sein für uns oder ein QR-Code sein für uns, wo man sagt, ich brauche das, jetzt scanne ich es ab und dann bekomme ich es. Sondern Gott ist interessiert daran, dass er 365 Tage im Jahr für uns die zentrale Rolle spielt. Denke an ihn in allem, was du tust. Und Hand aufs Herz, ich muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich an Gott gedacht habe in einer Entscheidung und gelesen habe, ich habe es nie bereut. Aber wie viel Mal haben wir sagen, das ihr Wort. Wieso hast du Gott nicht zuerst gefragt? Irgendwo ein Impuls und dann hast du ein Gadget daheim, wo man anliegt.
Tutti kannst verkaufen. Okay, gut. Es geht um eine Beziehung zu Gott. Es geht darum, sich auf ihn immer wieder einzulassen, zu sagen, Gott, was willst du? Und dann hat es aber einen warnenden Bereich auch drin, bild dir nichts auf deine eigene Weisheit ein. Das heisst, irgendwo auch innerlich eine Kapitulation von Gott. Und du kannst schon sagen, hey, ich bin wahnsinnig gescheit, ich bin wahnsinnig clever. Geniesse es, wenn du das bist und hast. Aber denk daran, sogar durch Gottes Torheit in der Bibel wird beschrieben als immer noch x-mal weiser als unsere eigene Weisheit. Was heisst das? Irgendwo sage ich, Gott, ich wüsste es vielleicht schon, aber ich komme zu dir und sage, vielleicht weisst es du noch besser. Vielleicht weisst es du noch besser. Und auf der anderen Seite, wenn wir das leben, das Vertrauen, die Beziehung, und uns nicht einbilden auf unsere eigene Weisheit, führt uns das zu einem Punkt an, wo wir in diesem Vertrauen einfach auch dürfen relaxen und zur Ruhe kommen. Ich kann mich erinnern, ich war etwa 15 Jahre lang gläubig. Und dann bin ich wirklich mal vor Gott und gesagt, Gott, wie soll ich wissen, dass du mich wirklich führst? Wie soll ich wirklich wissen, dass du es gut meinst, dass es gut kommt, wenn ich mich auf dich verlasse? Und es ist interessant, Gott gibt mir ganz selten Antworten. Meistens gibt er mir auch eine Frage. Mach das mal mit dem Lehrer, oder? Stellt eine Frage, du stellst ihm eine zurück, kommt nicht so gut an, aber Gott ist so mit uns. Weil er will uns zum Denken anregen. Und er hat mir eine Frage gegeben. Und er hat gesagt, Matthias, was denkst du? Wer hat mehr Interesse, dass du in deinem Leben meine gute Leitung bekommst? Du oder ich? Da habe ich angefangen zu hirnen. Und wisst ihr, in dem Moment ist es mir wirklich wie ein Schuppen von den Augen gefallen. Da müssen wir sagen, wenn irgendjemand echtes Interesse hat, mir guten Rat zu geben und mich zu leiten, dann bin nicht ich das, dann ist es Gott das. Und wisst ihr, das hat so wie eine Ruhe in mein Leben auch gebracht. Ich habe gewusst, von dem Moment war es für mich wie, Gott geht mir immer voraus. Gottes Rat ist immer da. Gott wird immer irgendwo dafür sorgen, dass ich sage jetzt auch dumme Sachen in meinem Leben nicht so fest mache. Und ich habe wirklich mal gesagt, und wenn ich wirklich so störrisch bin, irgendwie so ein Esel, also nicht gegen Tier, Schnurren, nur ein Begriff, dann bitte, red so zu mir, dass ich es verstehe. Und im Psalm 32, Vers 8 heißt denn, sagt Gott zu uns, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. Wisst ihr, am Schluss muss ich sagen, wenn ich irgendjemandem will vertrauen und wenn irgendjemand mir wirklich versprochen hat, ich will dir Rat geben, dann ist es Gott. Dann ist der Jesus, den Gott geschickt hat. Und die Frage ist jetzt, wie bekommen wir den? Es gibt manchmal Christen, die kommen zu mir und sagen, Matthias, weisst, ich bin mit Gott unterwegs, ich bin immer in Kontakt, irgendwo, ich bin immer in Verbindung mit Gott. Und sage ja, und was bedeutet das so, die Bibel? Ja, weisst, ich brauche keine Bibel. Ich spüre Gott, ich bin mit ihm connected, bin mit ihm unterwegs und ich sage, wow, langsam. Ein Ort, zentrale Ort, wie Gott zu uns redet, ist durch die Bibel. Weißt du warum? Wir brauchen eine Referenz. Unsere eigenen Gedanken und Fantasien. Es ist längst nicht immer alles kommt von Gott. Und die Art, die wichtigste, zentralste Art, wie Gott redet zu uns, ist durch die Bibel. Im Psalm 119 sagt der gescheite König David, ich habe Freude an deinen Weisungen. Sie sind mir gute Ratgeber. Ich bin entmutigt und verzweifelt. Erneuere mich durch dein Wort. Und er sagt, hey, wenn ich auf etwas vertraue, wenn mir etwas Weisung gibt, Rat gibt, ist es eben das Wort Gottes. Das heisst natürlich nicht, dass Gottes Wort für uns so ein Orakelbuch soll werden. 1400 Seiten, ich brauche irgendeinen Rat. Abracadabra, nein, Herr Jesus, bitte hilf jetzt. Bam, schlag die Bibel auf. Tack, dort, wo mein Zeigefinger angeht, das ist das Reden von Gott. Kann nämlich sein, dass beim Bibelvers Land ist und Judas ging hinaus und er hängte sich. Wäre vielleicht nicht der Rat von Gott an dich. In den meisten Fällen wird es nicht sein. Es wird nie Gottes Rat sein an dich.
Es gibt einen besseren Weg. Ich sage nicht, dass das auch gibt. Das mag es auch mal geben. Aber ich glaube, es gibt einen besseren Weg, um dass die Bibel Gottes Rat wird für uns, als so vielleicht ein bisschen mystischen Zugang. Und das ist der, dass wir Gottes Wort wirklich in der Gesamtheit kennenlernen. Im Psalm 119, Vers 160 heißt: Alle deine Worte sind wahr, alle deine gerechten Gesetze haben ewig Bestand. Oder eine andere Bibelübersetzung, ich glaube die Schlachterübersetzung sagt: Die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Und die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Was heißt das? Hey, das heißt, dass Gott uns dort annehmen will, wo wir die Bibel als eine Gesamtheit kennenlernen. Du lernst ja auch einen Menschen nicht einfach durch ein Erlebnis kennen, sondern indem du viele, viele Sachen kennenlernst und weißt über eine andere Person. Das heißt, je besser, dass wir die Bibel kennenlernen, desto schärfer wird auch unsere Wahrnehmung, was Gott will, wie Gott denkt, wie Gott mit Sachen, mit Menschen wirklich auch umgeht. Und ich kann mich so gut erinnern, wie mich das mir geholfen hat in meiner Frage nach dem Bibelseminar in Brüssel: Wohin soll ich gehen? Wohin geht mein Weg? Und ich hatte so 2 Möglichkeiten offen gehabt. Frutigen, kennt ihr Frutigen? Berner Oberland, das Berner Oberland ist schön. Oder Zürich. Und ich habe so gefühlt habe ich gefunden, Frutigen. Berner Oberländer, das sind freundliche Leute. Berndeutsch finde ich ganz, ganz einen wunderschönen Dialekt. Meine Mami redet Berndeutsch. Und es ist so heimelig. Irgendwie so gefühlt nach Frutigen. Und ich weiss, ich war im Gebet und habe gesagt: Gott, was soll ich machen? Und ich weiss so, die Frage, und dann geht was geht mir? Keine Antwort, stell mir eine Frage. Matthias, was denkst du, wo lernst du mehr? Habe ich gesagt, ich glaube in Zürich. Und ich habe gewusst, Matthias, du gehst auf Zürich. Also es ist so, irgendwie so, Gottes Gedanken, so klar gewesen. Aber nachher ist es darum gegangen, nach 2 Jahren, hatte ich die Ordination da gehabt, wohin gehe ich? Ich bin Nomad eigentlich. Ich habe bis dort hin, ich habe nie länger gewohnt als 5 Jahre am Stück. Ich habe so viel Mal schon gezügelt in meinem Leben und ich habe gedacht, 2 Jahre in Zürich und dann gar nicht. Und ich habe Gott gefragt: Herr, was soll ich machen? Und Gott hat nichts gesagt, nicht einmal eine Frage gestellt. Und eines Tages lese ich in meiner täglichen Bibel, bin ich über Psalm 37 gestolpert. Du aber vertraue auf den Herrn, tue Gutes. Bleibe im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn, er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Und dort auf dieser zweiten Ziele: bleib im Land, sei zuverlässig oder übe Treue, sagt eine andere Übersetzung. Als ich das gelesen habe, bam! Ist es gewesen, wie wenn es Gottes Rede wird an mich. Matthias, bleib, wo du bist und bist treu. Habe ich gesagt. Okay. Chef hat geredet, mache ich. Das war 1995. Heute ist 2025. Und ich habe mir gesagt, weißt du was, hören auf Gott ist für mich wichtiger, als dass vielleicht jetzt meine ersten Impulse und Gefühle stimmen. Ich will das tun, was Gott will, letzten Endes. Und darf man fragen, wer war 1995 schon da gewesen? Danke, haben ihr mich ausgehalten. So viele Jahre. Ich will wirklich mal Danke sagen. Spricht für euch. Und danke, können wir den Weg miteinander gehen. Aber ich kann mich noch so gut erinnern, was war es gewesen? Es war die Bibel gewesen. Es war Gottes Wort gewesen, das Gott gebraucht hat, um zu sagen, hey, das ist mein Gedanke an dich. Heb dich fest an dem. Ich will dich fragen, hast du einen Plan, um Gottes Wort wirklich zu lesen? Hast du einen Weg? Das ist der Grund, warum wir im Shop draussen das Büchlein geschrieben haben, näher zu Jesus. Ich will, dass jeder bei uns in der Kirche irgendwo einen Plan hat, wie er Gottes Wort liest, wie er die Bibel liest.
Und wenn du die Bibel liest, mach doch Folgendes, dann gehst du an und sagst, oh, komm, Geist Gottes, hilf mir, dieses Wort zu verstehen. Gib mir einen Hunger, ein Verlangen, eine Leidenschaft nach dem Wort Gottes. Weißt du, dann wird dir als Bibellesen nicht irgendwie so, ja, vielleicht ist es auch mal Pflicht. Aber letzten Endes wird es etwas sein, wo du sagen kannst, Gott redet zu mir. Ich gebe ich sage mir immer noch, gebe jedem Tag, jedem Lesen von der Bibel, gebe ich eine neue Chance, dass Gott zu mir reden kann. Und das macht er auch. Nicht immer so spektakulär im Sinne der Weisung, aber für mein persönliches Leben. Hey, weißt du, ich will dir eine Aufgabe mitgeben. Heute Abend. Außer du musst arbeiten und sonst sitze eine Viertelstunde an. Schlag die Bibel auf. Du darfst random aufschlagen von mir aus. Und nimmst eine Viertelstunde Zeit für eine gute Musik, für das Kerzchen anzünden und geniesse einfach die Gegenwart von Gott. Und lesest etwas aus dem Wort Gottes raus, aus der Bibel. Das ist einer von den Psalmen nehmen. Du kannst den Bibeltext heute noch mal nehmen, aus dem Jesaja. Und sagst einfach, red du einfach zu mir, Gott. Mein Herz ist offen. Wir sind so gestresst. Können wir uns die Viertelstunde nehmen, einfach zu geniessen in Gottes Gegenwart, zu hören, auf Gottes Rat zu hören. Wer weiß, was Gott dir alles sagt? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Und ich denke, Advent wäre eine Riesenchance. Und das Dritte ist, aber es ist nicht nur eben das Mechanische vom Lesen, sondern ihr habt es schon vorher gespürt, irgendwo muss etwas geschehen von Gott her. Und das ist der Geist Gottes. Das ist der Rat, das ist der dritte Weg, wie Gott uns wirklich auch Rat gibt, ist durch seinen Geist. Offen gesagt, Gott kann manchmal das auch machen durch andere Leute. Wir kommen da Menschen an, vielleicht in der Kirche, vielleicht in unserer Kleingruppe, und wir bekommen Rat durch jemand anderes. Und Gott braucht Menschen. Wir haben unsere Rechtsberatung, jeden zweiten Donnerstag bei uns, wo Leute kommen für Ehethemen, für Finanzthemen, bieten wir kostenlos an. Und Dutzende von Leuten nutzen das, können Rat holen. Ich habe mal zusammengezählt, im letzten Jahr habe ich über 150 beratende Gespräche geführt mit Menschen. Und es ist für mich auch eine riesige Freude, mitzuerleben. Leute gehen aus diesen Gesprächen und sagen, das hat mir jetzt wirklich etwas gebracht. Da komme ich weiter. Wir können beten. Gott ist da gewesen. Mein Weg ist klar. Oder ich bin bestärkt für das, was ich gehen muss. Aber der Heilige Geist, den können wir ja ganz persönlich tiefer kennenlernen. Er ist eine Person, die wir empfangen in unser Leben, wenn wir Jesus Christus aufnehmen. Und Jesus hat über ihn als guter Ratgeber geredet. Er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen oder von der gleichen Art, wie ich es bin, einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Und ich weiß nicht, manchmal denke ich, wir unterschätzen die Hilfestellung von dem Geist Gottes in unserem Leben, auch als Christen, die vielleicht schon lange mit Gott unterwegs sind. Aber wir können ihn besser kennenlernen. Und die Frage ist, wie rettet denn der Geist Gottes? Also, ich habe mir auch schon gewünscht, es käme irgendeine Stimme vom Himmel, 46 dB laut oder so, und ich verstehe es. Aber leider habe ich das noch nie erlebt. Aber die Frage ist, wie kann man Gottes Stimme wahrnehmen? Und ein Gedanke, der mir mal am allermeisten geholfen hat, ist der: Wenn man sein Leben Jesus anvertraut, dann passiert etwas. Wir bekommen das Zeugnis oder die Stimme oder die Bestätigung von dem Heiligen Geist, wo uns da innen sagt, du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes. Wie viele kennen das? Mal fragen. Und was ist denn das? Das ist ein Reden vom Heiligen Geist. Und ich habe gewusst, genauso wie ich das hören und wahrnehmen kann, genauso auf der gleichen, kann ich sagen, Frequenz oder Ebene, redet auch der Geist Gottes zu mir. Und es gibt ein paar Indizien, die uns helfen, auch besser wahrzunehmen, ist das der Geist Gottes. Und das Erste ist das, ich glaube, der Geist Gottes macht Jesus immer groß. Er wird uns immer näher zu Jesus anführen. Er wird uns immer zeigen, wie wunderbar Jesus ist, wie fest es sich lohnt, ihn zu lieben und ihm wirklich nachzufolgen.
Er schenkt auch Gedanken von der Klarheit und vom Frieden. Ich weiss noch, das ist irgendwie etwa 7 Jahre her, wo mich angefragt hat für die Leitung von unserem Verband. Und ich habe gedacht, ja, das sage ich zu, spontan, gehen wir weiter. Ich habe gewusst, ich kann unserem Verband etwas geben. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und ich habe Gott einfach gesagt, ja, schon ein bisschen eine Challenge, den ganzen Verband mit 70 Kirchen zu leiten, aber ich weiss, du bist da, du wirst mir helfen. Halleluja. Aber ich habe gemerkt beim Beten, irgendetwas stimmt nicht. Ich dachte, was ist das? Ich stelle mich dir zur Verfügung, ich will dir dienen, etc. Und eines Tages merke ich plötzlich, und dann habe ich ein paar Tage gehabt, wo ich ganz schlecht geschlafen habe. Und es war eine Unruhe wegen dem Dienst. Und dann habe ich leider erst dann gefragt, Herr, was willst du? Und ich habe plötzlich gewusst in meinem Herzen, Matthias, sag ab, sag ab. Es war für mich nicht einfach. Ich bin sonst ein Mensch, bin vielleicht noch ein bisschen oldschool, ich versuche zu meinem Wort zu stehen, wenn ich etwas verspreche, dass ich es wirklich auch halte. Es war für mich nicht ein einfaches Telefon, aber ich weiss auch, ich habe das Telefon geführt, mich entschuldigt, gesagt, ich weiss nicht, was es ist, aber ich finde keinen Frieden über das, ich will absagen. Und ich helfe fairerweise mit, dass wir einen anderen Präsi finden für unser Movement. Ich weiss, ich habe das Telefon abgehängt. Hey, ich bin nicht einer, der einfach sonst tanzt. Aber dort, ich habe echt tanzt im Zimmer. Ich bin sowas von erleichtert gewesen. Ich habe gesagt, Herr Schade. Und ich habe richtig gefühlt, Matthias, du bist zurück im Willen von Gott. Ich kann es euch nicht erklären. Es gibt viele Gründe, die wir vielleicht auch machen können, aber es geht letzten Endes um die Führung des Gottesgeist, die Impulse vom Frieden, eben auch vom Unfrieden, können unsere Herzen lecken, dass wir darauf reagieren und nachher eben auch handeln. Lass mich zum Abschluss kommen von dieser Predigt. Ganz basic. Vielleicht bist du da und sagst, ich bin neu, vielleicht in dieser Kirche, bin zum ersten Mal irgendwo da, oder du bist da und bist noch nicht so lange irgendwie auf dieser Suche mit Jesus. Weißt du, also für dich ist wichtig, dass du heute Morgen könntest einen Anfang machen mit Gott. Dass du könntest sagen, ich will doch mich einlassen und dem Jesus vertrauen und ich möchte den Heiligen Geist überkommen in meinem Leben. Und wie geht das? Es gibt einen ganz einfachen, aber klaren Bibelvers aus der Apostelgeschichte. Da sagt Jesus durch den Petrus, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu und das kommt nachher, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was heißt das? Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen da bist und du sagst, der Jesus spricht mich an. Ich möchte den Jesus als den guten Ratgeber in meinem Leben haben. Dann braucht es das. Eine Entscheidung, ich will ein Leben mit irgendwelchen Sünden, ich will das hinter mir lassen. Zweitens, ich will auf Jesus vertrauen, dass er vergibt, dass er gnädig ist. Und drittens, ich will ein neues Leben leben in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das möchtest, hey, für dich ist der Gottesdienst da heute Morgen und Gottes Einladung gilt für dich. Das Zweite ist, ich möchte auch zu Menschen reden, die sagen, ja, Matthias, das mit der Führung von Gott in Ehre, aber Gott sagt auch manche Sachen zu mir, die ich nicht so will. Und ich habe Gott gesagt, hey, kannst du mir nicht eine Geschichte noch geben für den Gottesdienst? Und die ganze letzte Woche habe ich dafür gebetet. Und dann bin ich auf eine gekommen, die habe ich gestern gelesen, im täglichen Lesen von der Bibel. Und das ist die Geschichte von Biliam im Alten Testament. Der Biliam, der ist gefragt worden, vom Balak, ein König war, verfluch das Volk von Israel. Und am Anfang gesagt, ich kann nichts machen, wenn es nicht Gott mir sagt.
Und dann hat man ihm Geld angeboten, ihm Ehre angeboten. Und dann ist hat dann William irgendwann gesagt, okay, ja, ich komme glaube schon. Aber ich werde nur das sagen, was Gott sagt. Und er ist gegangen. Und Gott versucht ihn zu bremsen, mehrere Mal. Und der William ist so einig, ja, weisst Gott, siehst du, wie viel Geld die mir anbieten? Siehst du Benefits dahinter? Du bist doch ein guter Gott. Benefits kommen von dir. Aber jedes Mal hat ihm Gott gesagt, gang nicht. Und der Bileam ist gleich gegangen. Und irgendwann hat Gott aufgehört, ihn zu hindern. Und die Geschichte ist eigentlich eine mega tragische Geschichte, weil sie zeigt uns etwas. Gott übersteuert deinen Willen und meinen Willen nicht. Er lässt dir den freien Willen. Aber die Geschichte von Bileam ist eine sehr tragische Geschichte. Am Schluss, er verliert sein Leben. Ganz ein tragischer Abschluss von seiner Lebensgeschichte. Und ich habe mich gefragt, wie anders wäre die Geschichte von Bileam ausgegangen, wenn er gehört hat auf Gott. Schau, Geld, Ehre, gute Gefühle. Alles kann uns triggern im Leben, aber sie sind es nicht wert, wenn es gegen das ist, was Gott will. Und vielleicht bist du heute Morgen da in so einem Kampf und sagst, Matthias, da gibt es etwas, ich weiss genau, Gott sagt schon lange. Und ich wüsste, ich müsste das machen. Ich wüsste, ich müsste mit dem aufhören. Aber innerlich haltest du daran fest. Ich will dir auch sagen, Gott lässt dir den freien Willen. Aber was Gott nicht macht, er nimmt nicht Konsequenzen weg, die geschehen, wenn wir gegen seinen Willen handeln. Er nimmt nicht Konsequenzen weg, wenn wir ihm ungehorsam sind. Und eins weiss ich, es lohnt sich, sowas von Gott gehorsam zu sein. Es lohnt sich. Es lohnt sich für unseren Frieden, es lohnt sich für das Leben und es lohnt sich für die Ewigkeit. Und ich möchte dich einladen, wenn du in so einem Kampf bist heute Morgen, dass du innerlich kannst loslassen und kannst sagen, lass mal, ich kann doch dem Jesus vertrauen. Er meint es doch wirklich gut mit mir. Aber ich will Gehorsam lernen. Ich will Gehorsam lernen. Und vielleicht bist du bei denen, die sagen, hey, das ist mein grösster Wunsch. Ich möchte dir eins heute Morgen zusprechen. Auf dem Folgen, auf dem Gehorsam zu Gott, auf dem Tun von seinem Rat, liegt der grösste Segen von unserem Leben. Amen. Wenn wir noch aufstehen zum Gebet. Und Herr Jesus, deine Arme sind so liebevoll auch heute Morgen ausbreitet. Und auf der anderen Seite ist dein Rat so klar an uns. Es ist nicht nur einfach eine Option unter Hunderten, sondern es ist der Rat vom lebendigen Gott. Und ich möchte, dass sich unsere Kleingruppenleiter und das Ministry-Team parat machen, dass sie doch schon vorkommen. Und ich will, Herr Jesus, in deinem Namen heute Morgen einfach Menschen rufen, die da sind, die diese persönliche Beziehung zu dir noch nicht bewusst eingegangen sind, die leben ohne die Überzeugung, ohne nur das Reden, dass sie das Kind von Gott sind. Heute Morgen ladest du sie ein und sagst, mein Rat an dich, kehr um, setz dich das Vertrauen auf mich, Jesus, und du wirst das neue Leben bekommen. Und ihr dürft, wenn euch das anspricht, ihr dürft jetzt zu unseren Mitarbeitern gehen, im kleinen Saal, links sind sie da und rechts beim Kreuz. Und wir beten mit euch für den Übertritt. Vielleicht bist du da und es kämpft in dir. Komm doch heute Morgen. Ich kann sagen, hey, da ist etwas. Oh, es lässt mich wie nicht los. Dann beten wir miteinander und Gott wird kommen mit seinem Licht und seiner Klarheit. Und wenn du da bist und sonst ein Anliegen hast, ja, du darfst auch kommen zum Gebet. Aber in erster Linie wollen wir vor Gott sein heute Morgen und einfach sagen, Herr, ich vertraue deinem Rat und ich will lernen, dich um Rat zu fragen und lehre mich, dir gehorsam zu sein.